Guten Morgen miteinander. Ich wäre jetzt eben der Paul Bruder, der 2 Frauen hat, mindestens. Nein, ich habe eine Frau, ich bin verheiratet mit der Heather, die aus England kommt. Und wir haben eine Tochter, in dem Sinn stimmt es schon ungefähr. Und wir haben noch 2 Söhne und ich bin der leitende Pastor in der Kishona in Frauenfeld seit über 20 Jahren und kenne den Joni und die Stefanie von früher noch. Ich freue mich sehr, mal bei euch in Kielen jetzt schauen. Ihr habt wirklich einen super Ort da. Ich bin richtig eifersüchtig auf die Infrastruktur, die ihr habt. Es ist cool da. Und nochmal eine spezielle Verbindung zu euch ist der Elias Scherer, der heute in meiner Gemeinde am Predigen ist. Er kommt ja aus der Kishona Frauenfeld. Und das ist, meinte ich, nicht ganz so eine einfache Geschichte zwischen ihm und der Kishona Frauenfeld. Und ich habe mich riesig gefreut, dass er heute predigt in dieser Gemeinde, wo er aufgewachsen ist. Und ich denke, da wird auch ein Stück Schönheit hineinkommen in das Erleben von ihm. Und ich freue mich einfach sehr, mit euch zusammen da zu sein und über diese Frage nachdenken. Bist du, was du fühlst? Oder mit anderen Worten, sind deine Gefühle eine zuverlässige Informationsquelle über deine Identität? Ist das, was deine Seele dir sagt, eine zuverlässige Information über die Frage, wer du bist? Jetzt sehr viele Menschen würden diese Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten in unserer Zeit. Ich bringe euch ein Beispiel, Jessica Savano. Jessica Savano stellt sich vor auf ihrer Webseite und sagt, mein Name ist Jessica Savano und ich bin nicht mein Körper. Da geht es um Identität. Wenn wir unseren Namen nennen, dann geht es um Identität und sie nennt ihren Namen, ich bin Jessica Savano und dann sagt sie, ich bin, also nochmal geht es um Identität und dann definiert sie ihre Identität über eine Negierung, über eine Nein-Aussage, ich bin nicht mein Körper. Jetzt Jessica, schauen Sie an, Jessica ist eine Transfrau. Da würde man jetzt, wenn man es einfach so anschaut, nicht merken. Aber Jessica ist als Mann geboren, ihr biologisches Geschlecht ist das von einem Mann. Und irgendwann im Verlauf von ihrem Leben haben ihre Gefühle ihren angefangen zu sagen, ich bin nicht ein Mann, ich bin eine Frau. Sie erlebt etwas, was man in der Fachsprache Genderdysphorie nennt oder Geschlechtsidentitätsstörung. Was ist das? Das Wort Dysphorie bedeutet einfach ein Unwohlsein. Also die Jessica war unwohl im eigenen Körper. Ihre Seele sagt, ich habe ein anderes Geschlecht als das, was mein Körper mir sagt. Und irgendwann hat sie dann Transition durchlaufen vom Mann zur Frau. Und wir als Christen, wir sollten die Ersten sein, die Mitgefühl haben, wenn jemand so etwas erlebt. Weil wir wissen, dass es so Sachen gibt. Wir werden es nachher noch sehen, unsere Welt ist in Disharmonie zu dem, wie es eigentlich gedacht wäre. Unsere Welt ist gebrochen und auch unsere Körper. Und wir wissen, dass das möglich ist, dass selbst die Seele oder Gefühl von einem Menschen in Disharmonie kann sein zum Körper von dem Menschen. Wir sollten zuallererst mal mit Mitgefühl reagieren. Jetzt, wenn wir mit der Jessica reden, sie würde die Frage, bist du, was du fühlst, würde sie mit einem klaren Ja beantworten. Sie würde sagen, wenn meine Gefühle mir etwas sagen, dann darf auch mein Körper dem nicht im Weg kommen letztlich. Und mein Körper soll sich dem anpassen, was meine Gefühle oder meine Seele mir sagt. Und da, wenn wir das einmal so anschauen, ist etwas, wo in unserer Zeit ganz viel gesagt wird. Du wirst erst aufblühen als Mensch, wenn du da machst, was deine Emotionen, deine Seele, deine Gefühle dir sagen. Das musst du machen. Wenn du nach den Vorgaben lebst von deinem Umfeld, von der Gesellschaft oder von deinem Kollegenkreis, dann wirst du nie als Mensch aufblühen. Und sogar wenn du lebst nach den Vorgaben von deinem physischen Körper, wirst du nie aufblühen als Mensch, sondern du wirst schrumpfen, du wirst eingehen. Das ist negativ. Du unterdrückst dann etwas, was in deiner Seele ist. Und das ist so das Narrativ, das wir haben. Und wenn wir das so anschauen, müssen wir sagen, das ist eigentlich eine rechte Abwertung vom Körper, vom Physischen. Also Jessica, die sagt, mein Körper hat keinen Beitrag an die Frage, wer ich bin als Mensch oder zu meinem Geschlecht. Ich kann nicht meinen Körper anschauen und feststellen, ich bin Mensch, ich bin Mann oder ich bin Frau. Also meine physische Realität hat keinen substanziellen Beitrag an meine Identität. Das ist eigentlich eine rechte Abwertung vom menschlichen Körper. Und
das ist etwas vom Allerschönsten gewesen, was ich in den letzten Jahren entdecken durfte. Da muss ich euch einfach sagen, herauszufinden, was die Bibel für eine Geschichte erzählt und für eine Bedeutung gibt einem menschlichen Körper. Es ist etwas vom Herrlichsten, vom Schönsten, was ich entdecken in den letzten Jahren. Und ich glaube auch etwas vom Heilsamsten. Für uns alle. Weil wir alle haben das Thema mit unserem Körper. Wir werden es dann auch noch sehen. Es geht nicht nur um Menschen, die mit Gender-Dysphorie leben. Nicht nur sie haben Mühe mit ihrem Körper. Vermutlich die allermeisten von uns hier drin. Ich will niemandem zu nahe treten. Die einen sind vielleicht ganz happy mit sich selber. Jetzt, wenn wir anschauen, was sagt denn die Bibel über den Wert und Bedeutung von unserem Körper. Und das kommt gerade am Anfang. Wir haben im allerersten Kapitel der Bibel, in Genesis Kapitel 1 oder 1. Mose Kapitel 1, mehrfach folgende Aussage. Dein Körper ist Gottes gutes Geschenk an dich. Wir sehen das in verschiedensten Aussagen, die Gott selber macht. Wir lesen dort, Gott sah, dass es gut war. Ja, was ist denn gut gewesen? Was hat denn Gott da angeschaut? Er hat zum Beispiel die Sterne gemacht. Und dann hat er die Sterne angeschaut und hat gefunden, hey, super, das gefällt mir. Das ist gut. Etwas in der physischen Welt. Und dann hat er Bäume gemacht und Natur und Seen und so weiter. Und dann hat er das angeschaut und hat gesagt, das ist gut. Und dann hat er Tiere gemacht. Und das heisst dort sogar noch die Würmer. Und er hat es angeschaut und ich finde, da hat er einen Fehler gesagt dort. Also bei den Würmern, nein, die sind wichtig, oder? Aber gut, schön. Naja, Gott findet Moll. Und dann hat er den Alpstein angeschaut und hat gesagt, hey, ist super. Und dann hat er den Mensch gemacht und dann hat er beim Mensch Stopp gemacht, oder? Dann hat er gesagt, der menschliche Körper nicht so gut. Nein, das ist nicht auch noch gemacht hat. Er hat den Mensch gemacht und hat ihn angeschaut und was hat er gesagt? Das ist sehr gut. Er hat die Zechennägel angeschaut. Und er hat gesagt, sau gut, das ist mir super gelungen mit diesen Zechennägeln und die Glatze. Und versteht ihr? Er hat den Körper angeschaut und hat ganz klare Wertung gemacht. Er hat gesagt, das ist gut. Und wir haben in der Bibel eine unwahrscheinlich positive Sicht von der physischen Welt. Ganz allgemein. Von der nichtmenschlichen Natur, also Berge, Seen und so weiter, Energie und alles. Und von der Tierwelt, von der Pflanzenwelt und vom menschlichen Körper. Die physische Welt ist durchs Band positiv gewertet in der christlichen Weltanschauung. Und das geht dann weiter. Wir sehen, dass Gott uns ein Geschenk macht mit unserem physischen Körper. Und im 2. Kapitel sehen wir, dass der Körper so sehr zu uns gehört, dass man muss sagen, wir sind ein Körper. Wir lesen da im 2. Kapitel, im Vers 7, da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig oder ein lebendiges Wesen. Also was ist zuerst gekommen, die Seele oder der physische Körper? Zuerst ist der physische Körper gekommen. Und der wird dann beseelt. Also wir sind nicht eine Seele, die bekleidet wird mit einem physischen Körper, damit wir in dieser Welt existieren können. Unser Körper ist nicht so etwas wie ein Avatar, wo man einer Identität zuschreiben, sondern was wir sind als Menschen ist, wir sind ein Körper, der beseelt ist. Wir sind ein beseelter Körper. Du bist ein Körper. Und das kennen wir von unserem Sprachgebrauch her. Wir sagen nicht, wenn wir essen, mein Maul isst, sondern was sagen wir? Ich esse. Oder wir haben da kürzlich am Mittagstisch, hat eines von unseren Kindern hat ein Glas Wasser am Boden gehauen, aus Versehen natürlich, mit der Hand. Und dann hat er gesagt, oh, das bin nicht ich gewesen, das war meine Hand gewesen. Und wir haben alle gelacht. Warum? Weil wir wissen, das stimmt nicht, das war das Kind selber gewesen. Wir haben nicht einfach nur einen Körper, wir sind ein Körper. Und das ist mehr oder weniger der direkte Widerspruch zu dem, was Jessica gesagt hat. Sie sagt, und ich bin nicht mein Körper. In der Bibel haben wir eine viele andere, ich würde sagen, kostbarere, bedeutungsvollere Sicht vom Körper. Wir sind
einen Körper. Und das auch nach dem, was dann im 3. Kapitel der Bibel passiert, nämlich das Böse kommt in die Welt und versaut so ziemlich alles, bringt alles in Schieflage, aber es ist gleich immer noch alles auch gut. Und wenn wir in die Psalmen schauen, lesen wir im Psalm 139 einen wunderbaren Beschreib von dem, wie Gott involviert ist ich brauche jetzt das Wort, im Schaffen, ich habe jetzt das Wort Herstellung brauchen, das ist viel zu negativ, im Erschaffen von einem menschlichen Körper. Der David sagt da, du, Gott, bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele, wir sind eben Körper und Seele, erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Was sehen wir da? Wir sehen da, dass du und ich nicht ein Massenprodukt sind. Wir sind nicht irgendwie auf einem Fließband hergestellt worden, sondern individuell gestaltet worden. Von wem? Von Gott höchstpersönlich. Und das ist eine unwahrscheinlich bewegende Aussage jetzt. Gott hat sich Gedanken gemacht und er dich geformt hat. Er hat sich das gut überlegt im Fall. Und er hat gesagt, dir gebe ich jetzt den Körper. Und dir gebe ich den Körper. Der Körper, den du hast, ist vielleicht nicht der Körper, den du dir immer wünschst. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch ein paar Änderungswünsche hättest. Ich habe auch noch ein paar. Ich habe so ganz dünne Armbrüste. Das stört mich irgendwie. Ich hätte lieber ein bisschen männlichere, dann sehe ich ein bisschen männlicher aus. Oder? Aber, was müssen wir sagen? Ich habe den Körper bekommen, den Gott sich ausgedacht hat für mich. Und die wunderbare Aussage von David in dem Psalm, und die Reaktion ist genau die. Er sagt, ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Und das ist die erste Frage an dich und an mich heute Morgen, ist, dankst du Gott für deinen Körper, für den guten Körper, den er dir geschenkt hat? Und das ist möglicherweise ganz schwierig für dich, zum Danken zu sagen. Für die allermeisten von uns ist der Schritt zum Spiegel am Morgen einfach eine schwierige Übung. Und wir schauen uns an und haben ständig ein Nein. Aber der David sagt, Gott, du hast mich wunderbar gestaltet, du hast dir das gut überlegt und ich habe den Körper, den du für mich hast wollen, den habe ich. Ich danke dir dafür. Und das fällt dir vielleicht schwer, über gewisse Teile vielleicht auch von deinem Körper Danke zu sagen. Ich habe als Teenie Mühe mit meinem Füdli. Der war einfach zu gross. Heute bin ich sehr stolz auf mein Erstli, oder? Den finde ich super. Oder? Ja. Naja, hör mal auf. Ich bin ja auf Besuch da, muss ein bisschen vorsichtig sein. Nein, ich gefalle mir dort, wirklich. Ich finde es super, wie Gott mir mit meinem Erstli ausgestattet hat. Aber bei anderen Orten ist es für mich noch ein bisschen schwieriger und das geht dir vielleicht ähnlich. Und darum müssen wir auch einen Schritt weiter gehen und schauen, was die Bibel sonst noch über den menschlichen Körper sagt. Er sagt, in der Bibel heißt es nicht nur, das ist ein gutes Geschenk Gottes an dich, sondern dein Körper hat Erlösung nötig. Es ist eben nicht alles in der Ordnung in der Welt. Und wir lesen das im Neuen Testament, da schreibt der Paulus in ganz einem wichtigen Vers im Römer Kapitel 8, nicht allein aber sie, Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Also auch wir, wo Gott eingeladen haben in unser Leben. Seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes oder Körpers, kann man da übersetzen. Also was wir da sehen, ist unter anderem, dass für uns alle die Erfahrung mit unserem Körper auch eine schwierige ist. Wir sehen, in Behinderungen zum Beispiel, und der König David, der den Psalm geschrieben hat und so wunderbar schreibt über den menschlichen Körper, der hat jemanden mit körperlichen Behinderungen als im Hof, das war der Mephibosheth, der weiß, dass, wenn er sagt, ich bin wunderbar geschaffen, heißt das nicht, dass der Körper perfekt ist, sondern unser Körper ist, obschon er gut ist
und wir ihn dürfen als Geschenk annehmen, als gutes Geschenk, ist er nicht perfekt und es gibt Probleme in unserem Leben. Und immer, wenn wir jemanden sehen, der eine körperliche Behinderung hat, dann erinnert uns das an die Grundworte von unserer Existenz, nämlich, dass die ganze Welt nicht in Harmonie existiert mit dem, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Wir laufen asynchron mit Gottes Gedanken über dieser Welt. Und wenn du in einem Getriebe, ich habe Ingenieur gelernt, ich habe irgendwie so technische Sachen vor Augen, wenn man in einem Autogetriebe die Zahnräder nicht synchron laufen, dann gibt es Schäden. Das läuft nicht gut und unsere Welt ist nicht in Harmonie mit dem, wie es Gott gedacht hat. Und das bedeutet, dass wir alle, ob wir jetzt eine körperliche Behinderung haben oder nicht, betroffen sind von dem. Es gibt auch Scham. Wenn man mit den Menschen über ihren Körper redet, dann gibt es oft im Zusammenhang mit ganz bestimmten Körperteilen auch Scham, die sie empfinden. Scham für Sachen, die sie vielleicht mit dem Körperteil gemacht haben. Oder auch Scham wegen etwas, was andere ihnen gemacht haben. Es gibt Scham wegen eigenem Verschulden und es gibt Scham im Leben von mir vielleicht, durch das, was andere mir angetan haben. Und immer, wenn wir das erleben, wissen wir, etwas ist nicht gut mit dieser Welt. Es ist eine Erlösungsbedürftigkeit vorhanden. Es gibt auch die Vergötterung. Fitnessstudio-Szenario. Ich habe mich gerade vor Covid angemeldet für Fitnessstudio. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder etwas machen für meinen Körper. Und bei Gott froh gewesen, wo es dann nachher nicht zugegangen ist. Und versteht ihr? Dort hat es Leute gehabt, die haben super ausgesehen. Wirklich. Ich würde aber gerne mit ihnen reden, wenn sie nicht mehr so super aussehen, wenn sie so 45 werden wie ich. Nein, ich werde jetzt 50, aber dem will ich gar nicht in die Augen schauen. Aber versteht ihr? Vergötterung hat auch mit einer gewissen Ablehnung manchmal zu tun. Nicht alle, die ins Fitness gehen, sind so, bitte. Aber es kann sein, dass du deinen Körper vergötterst und das hat eigentlich mit einer Ablehnung zu tun, von dem, wie dein Körper ist, unter Umständen. Und dann gibt es Genderdysphorie, wo wir schon angesprochen haben, das Unwohlsein von der Seele zusammen mit dem eigenen Körper. Und Elena, eine wunderbare junge Frau, die ich kennenlernen aus Fraufeld, hat das erlebt. Und Elena, ich lade dich ein, zum Führer zu kommen und uns ein bisschen Einblick zu geben, wie sich das anfühlt. Elena, danke vielmals, dass du da bist. Du hast ja so ein bisschen deine Herausforderungen gehabt mit deinem Körper. Kannst du uns beschreiben, wie das passiert ist? Ja, also passiert ist uns in dem Sinn nicht. Ich fange mal an bei der Kindheit. Ich bin immer eher ein bisschen burschikoses Mädchen gewesen. Also ich habe mich nie für so typische Mädchen-Sachen interessiert. Ich habe eher mit Jungs gespielt, mit männlichen Kollegen und so. Und ja, als ich dann so langsam in die Zecke gekommen bin, der Körper fängt sich an zu verändern, dann merkt man, oh, das geht vielleicht nicht in eine Richtung, die ich mir vorgestellt habe, die ich mir gewünscht habe. Und für mich haben dort die Probleme angefangen, genau. Und wie ist es dann weitergegangen? Du hast dann irgendwann angefangen, deinen Körper versuchen zu verändern oder auch anders zu sehen? Ja, genau. Also, es ist dann wirklich so weit gegangen, dass ich meine eigene Weiblichkeit abgelehnt habe, weil ich bin früh in die Pubertät gekommen und wie gesagt, ich konnte mit dem relativ wenig anfangen, weil das einfach nicht so mein Typ war, oder? Und dann ist die Dysphorie immer stärker geworden und dann ist das Pendel wie in die andere Richtung geschwungen und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt das verstecken, ich muss mich selber verstecken. Ich habe angefangen, weite Kleider zu tragen und ich habe meine Haare abgeschnitten und ja, habe einfach männlich wirken, dann, um dem mich entgegenzustellen. Ja. Hast du dir einen anderen Namen auch zugetan? Ja, ich habe tatsächlich einige Jahre mit einem anderen Namen gelebt, auch, weil ich einfach so nicht mit mich klargekommen bin, dass ich mir wie haben müssen, das auch eine neue Identität oder einen neuen Namen zulegen. Das hat für mich dort gepasst, genau. Kannst du uns das beschreiben? Wie fühlt sich das an, in der Seele, mit dieser Spannung zu leben zum Körper? Es ist wie ein Zustand von Isoliertheit in sich selber. Also man kann sich vorstellen, man ist wie so in einer Bubble rein.
Und es ist aber wie ein Gefängnis. Also man kommt dort wie nicht raus, man ist gefangen mit seinen eigenen Gefühlen, mit seinen eigenen Gedanken und hat das Gefühl, ich kann mich gegen aussen nicht zeigen, ich will mich verstecken vor der Welt. Oder, also zumindest für mich ist das so gewesen. Das kann natürlich für jeden individuell anders sein. Für mich ist das ein extremer Zustand von Unwohlsein gewesen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Leute schauen mich an, Leute denken vielleicht, oh, ist jetzt das ein Mädchen, ist jetzt das ein Bub? Leute sind verwirrt oder sie würden mich falsch einschätzen und nicht als das sehen, wo ich gerne erkannt werden will. Das ist sehr schmerzlich, ja. Kannst du noch sagen, wie hast du deinen Körper gesehen? Mein Körper? Also ich hatte sehr Mühe gehabt, um in den Spiegel zu schauen und um überhaupt mit dem klarzukommen, weil für mich hat das einfach überhaupt nicht gepasst. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, ich sollte nicht weiblich sein. Ich bin nicht weiblich, das passt nicht zu mir. Das bin nicht ich. Das ist und wenn ich zurückschaue, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mir etwas vormache. Das hat sich absolut echt angefühlt, der Gedanke. Ja. Danke vielmals. Du kommst nachher noch einmal, um ein bisschen zu erzählen, wie es weitergegangen ist. Ja. Merci vielmals. Mal so weit. Danke. Spüren wir ein bisschen etwas von dem, was es heisst, mit dem zu leben jetzt. Noch einmal, wir als Christen müssten die Ersten sein, die Verständnis haben für das. Und es ist ganz wichtig in unserer Zeit, dass wir die Gender-Dysphorie oder Transgender-Thema unterscheiden von der Homosexualität und Heterosexualität. Ich gebe euch mal ein bisschen einen Unterschied, um was das geht. Bei der Homosexualität geht es um die Frage, mit wem gehe ich ins Bett? Und bei Transgender geht es um die Frage, als was gehe ich ins Bett? Versteht ihr das? Also das eine ist die sexuelle Orientierung. Gegenüber wem orientiere ich mich? Jemandem vom gleichen oder vom anderen Geschlecht? Also Homosexualität oder Heterosexualität. Transgender, das ist die Frage von der sexuellen Identität. Als was gehe ich als Mann oder als Frau ins Bett mit jemand anderem? Das muss man gut unterscheiden. Die Themen haben gewisse Verbindungen, aber man muss es auch sehr gut unterscheiden. Und darum ist es heikel, wenn man in unserer Zeit die verschiedenen Themen alle so eine Buchstabenreihe, LGBTQI+ und so weiter, zusammenpappt, dann denken wir immer, das ist alles gleich. Nein, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Da gibt es grosse und sehr bedeutungsvolle Unterschiede und wir müssen diese Unterschiede auch kennenlernen. Und jemand, der das besonders gut auf den Punkt gebracht hat, ist der Jazz Bono. Der Jazz ist als Tochter von der Cher geboren. Das ist die berühmte Sängerin und Schauspielerin. Und die Tochter, die ist dann, hat lesbisch gelebt, eine Weile lang, und hat, glaube ich, etwa 2007 umeinander die Transition zum Mann vollzogen. Das ist in den Medien ganz fest breit geschlagen worden. Und sein Manager hat einmal Gender oder das Geschlecht folgendermaßen definiert. Er hat gesagt, Gender ist nicht über das, was zwischen deinen Beinen ist, sondern zwischen deinen Ohren. Das ist ganz gut formuliert. Also bei Gender und beim Geschlecht, sagt er, geht es nicht um Biologie, sondern es geht um Psychologie. Es geht nicht um das, was deine Geschlechtsteile dir sagen, wer du bist, sondern es geht darum, was deine Seele dir sagt, wer oder wer du bist. Und der Jazz und Jessica und viele andere würden sagen, ich bin wirklich nicht mein Körper, ich bin, was ich fühle. Und das ist etwas, was wir leben, selbst wenn unser Umfeld das anders sieht oder selbst wenn mein Körper gegen das redet, dann werde ich verlangen, dass mein Körper sich anpasst an die Seele und nicht meine Seele sich anpasst an den Körper, um die Spannung aufzulösen, die so unerträglich ist in meiner Seele. Und nochmal, wir als Christen müssten die Ersten sein, die Verständnis haben dafür, weil wir wissen, in dieser Welt leben wir in Disharmonie zu dem, wie es Gott gedacht hat. Und wir haben Verständnis dafür, dass es zwischen Seele und Körper zu grossen Spannungen kommen kann. Und gleichzeitig müssen wir sagen, wir haben hier eine starke Abwertung vom menschlichen Körper. Und das ist etwas, wo wir uns wirklich fragen müssen, ist denn, und das ist ja unsere Grundfrage, bin ich, was ich fühle? Sind meine Gefühle, ist das, was meine Seele mir sagt, immer eine zuverlässige Informationsquelle über meine Identität? Und es fällt uns nicht schwer, uns Situationen vorzustellen, wo der Körper viel zuverlässiger über uns und unseren Zustand redet als Gefühl oder die Seele. Stellen wir uns eine
ein Mann vor, der magersüchtig ist, 40 Kilo, eine Frau, 45 Kilo, wirklich kurz vor dem Tod, und die Seele von dieser Person sagt, ich bin immer noch zu dick. Und der Körper schreit, wenn ich jetzt nicht bald essen kann und das behalten, stirb ich. Versteht ihr, unsere Seele informiert uns nicht immer zuverlässig über den Zustand von unserem Sein. Wir können uns sehr gut solche Beispiele vorstellen. Und bei Transgender ist vielleicht nicht immer nur der Körper, der in Schieflage ist, sondern eben die Seele, die Heilung braucht. Und die Bibel redet von dem, ganz am Anfang vom Römerbrief, wir haben schon einen Text aus dem Römerbrief kennengelernt, sagt der Paulus, obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Das ist genau das, was wir vorhin angeschaut haben. Wenn man das Leben nicht dankend von Gott in Empfang nimmt, passiert manchmal etwas. Und er beschreibt es da. Ihre Gedanken, also da, was die Seele sagt, liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Also manchmal informiert uns unsere Seele nicht zuverlässig über unseren Körper, und es ist wichtig, dass unsere Seele Information von außerhalb der Seele annehmen. Zum Beispiel Information, die der eigene Körper gibt. Unsere Körper redet eben zu uns und geben uns durchaus verlässliche Informationen. Manchmal viel verlässlicher als das, was unsere Seele uns sagt. Und das ist ganz etwas Wichtiges, einmal anfangen zu verstehen, dass unser Körper eine Sprache redet. Warum? Weil unser Körper unwahrscheinliche Bedeutung hat. Wenn das, was die Bibel hier beschreibt, wahr ist, dann ist dein Körper unwahrscheinlich bedeutungsvoller, als du dir auch nur erahnen kannst. Und er redet zu dir, dein Körper. Und da wollen wir jetzt wieder reinhören, bei dir, Elena. Ich bitte dich, nochmal vorzukommen. Und du bist ja nicht jetzt Mann geblieben in dem Sinn, sondern du bist als Frau da. Kannst du uns erzählen, wie ist es weitergegangen und warum hast du keine Transition zum Mann vollzogen? Ja, also das ist für mich ein langjähriger Prozess gewesen, um mich selber besser kennenlernen, um auch mit mir selber klarzukommen. Und ich hätte es garantiert nicht geschafft ohne ein unterstützendes Umfeld. Also ich hatte wirklich Glück gehabt. Ich habe während der Lehre und auch im familiären und freundschaftlichen Umfeld habe ich Unterstützung gehabt. Also ich habe mich nicht allein gefühlt in dem Sinn. Ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich das nicht gehabt hätte. Dann zusätzlich, wie gesagt, einen eigenen Reifungsprozess, und ich habe mir dann an einem gewissen Punkt wirklich gefragt, ja, woher, wieso ist das überhaupt mein Wunsch? Und ich habe dann wirklich gemerkt, ich habe mein Selbstvertrauen verloren, gerade weil ich von der Pubertät überrascht worden bin, weil ich mit dem Ganzen nicht klargekommen bin. Ich habe mir Stärke gewünscht, die ich dort nicht hatte. Und ich habe mir Mut gewünscht, den ich mir nicht hatte. Und vielleicht sind das Eigenschaften, die ich unterbewusst auch eher einem männlichen Geschlecht zugeschrieben habe. Und heute weiss ich, dass das nicht stimmt. Und ich weiss, ich kann stark sein, ich kann mutig sein, so wie ich bin. Ich bin okay, so wie ich bin. Und ich bin niemandem schuldig, auf eine gewisse Art und Weise aufzutreten. Ich bin niemandem schuldig, dass ich mich jetzt super feminin anlege oder irgendwie maskulin. Ich bin überhaupt niemandem irgendetwas schuldig. Am Ende des Tages muss ich einfach mit mir selber klarkommen und mich wohlfühlen. Und das habe ich für mich erkennen, und dann ist für mich, dann hat sich das wie beruhigt für mich. Und heute stehe ich da und fühle mich heute würdest du dich als so. Frau bezeichnen? Ja, natürlich schon. Wobei für mich persönlich das Wichtigste ist, ich bin ein Mensch und ich bin ganz individuell, so wie ich bin, oder? Klar, biologisch bin ich eine Frau, aber am Ende des Tages spielt es nicht so eine grosse Rolle, solange ich Mensch bin, solange ich die Person bin, die ich sein will. Und ja, einfach dadurch die Ruhe bekommen. Ja. Wie hat sich dein Verhältnis zu deinem Körper verändert in diesen Jahren? Also ich kann sagen, zuerst natürlich eben mit der Dysphorie und so, und heute kann ich da stehen und fühle mich nicht unwohl
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, es ist klar, es gibt immer ein paar Sachen, wo man jetzt findet, ja, da könnte man jetzt noch optimieren und so, mal ins Fitnesscenter gehen, aber du hast dich es kürzlich ist nicht mehr... angemeldet, gell? Ja, genau, ich gehe seit kurzem wieder. Ohne Maske ist sehr angenehm, genau. Ja. Nein, einfach, dass man sich grundsätzlich akzeptieren kann. Dass man grundsätzlich sagen kann, mal, das Paket stimmt, an gewissen Sachen kann man vielleicht fehlen, wenn es einem persönlich ein Anliegen ist. Aber ich definiere nicht meinen Wert dadurch und es ist ja, einfach ein Teil von mir und das ist okay. Ja. Wenn jetzt Leute am Zuhören wären, weißt, die auch eine Dysphorie erleben im Bereich der geschlechtlichen Identität, was würdest du ihnen empfehlen? Ich würde unbedingt empfehlen, mit Vertrauenspersonen darüber zu reden, dass man auch wirklich den Support hat. Das finde ich extrem wichtig. Also da auch an alle, die zuhören, finde ich etwas vom Wichtigsten. Wenn ihr jemanden kennt, sind für die Person da, hört ihr zu und nehmt die Gefühle ernst, weil sie fühlen sich extrem echt an. Das ist wie, also wenn man jetzt selber gar keinen Bezug dazu hat, stellt euch vor, ihr wacht am nächsten Tag als anderes Geschlecht auf und denkt, oh hoppla, was ist da los? Das fühlt sich wirklich so an. Das ist ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ja. Du wüsstest nicht, was machen und genau so geht es diesen Leuten meistens. Und darum, ja, also für Betroffene eben, sucht euch Leute, wo ihr euch wohlfühlt und ja, macht die Sachen, wo ihr euch wohlfühlt und seid euch bewusst, dass euch niemand zwingt, eine bestimmte Rolle zu sein oder etwas zu machen, sondern am Ende des Tages müsst ihr euch wohlfühlen. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass man sich in etwas hineinhassen kann, wo man nicht ist. Also solange Dysphorie da ist und durch die Selbstablehnung irgendwie der Wunsch entsteht, sich zu verändern oder etwas ändern zu lassen, glaube ich nicht, dass es am Schluss das Problem löst. Aber das muss jeder für sich selber beantworten. Ja, also ich bin sicher, wenn ich aus Selbsthass heraus eine Operation gemacht hätte, dann wäre der Selbsthass dadurch nicht weggegangen. Das ist eine andere Ebene, das ist eine andere Geschichte. Man meint, es hänge unmittelbar zusammen, aber ich denke nicht, dass es das in jedem Fall ist. Ja. Super, vielen Dank, Elena. Danke. Herzlichen Applaus auch für Sie. Sie hat am meisten Mut gebraucht. Es ist nicht einfach, zum öffentlich über das zu reden. Und ich möchte jetzt das abrunden und einfach sagen, dein Körper und deine Seele haben Erlösung nötig. Nicht nur der Körper, auch eben die Seele. Und ich zappe noch ein bisschen führen zu einer wichtigen Bibelstelle. Jesus hat etwas gemacht am Kreuz, das wird uns da beschrieben. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Die Stelle ist mir eingefahren wie der Blitz kürzlich. Jesus hat nicht einfach seinen Geist das Kreuz geschickt, sondern er ist mit seinem Körper ans Kreuz gegangen. Weil die Lösung für die Probleme unserer Seele liegt manchmal außerhalb der Seele. Wir müssen vom Körper Informationen annehmen. Und das Problem von unserem Körper liegt manchmal eben auch außerhalb von unserem Körper, im Körper von jemand anderem, mit dem, was jemand anderem in seinem Körper gemacht hat, nämlich Jesus Christus. Die Erlösung in der Bibel ist etwas, das wir annehmen von außen. Und wir haben da einfach die wunderbare Aussage, dein Körper ist Jesus derart kostbar, dass er deinen Körper erlösen möchte. Er erlöst dich nicht von deinem Körper, sondern er erlöst deinen Körper. Ja, warum denn? Weil du ein Körper bist. Wenn er dich erlösen will, muss er deinen Körper erlösen. Ich habe einen Safira, Familienvan, also der lampert mir zum Hals aus, wirklich. Ich hätte gerne so ein schönes, schnelles Auto, wie wir sehen, auf dem Weg daher, oder? Und bei der nächsten Gelegenheit werde ich den loswerden. Jesus behandelt uns und unseren Körper völlig anders, wie ich meinen Safira behandle. Oder? Ich will ihn nicht loswerden, sondern wenn ich jetzt wirkliche Liebe hätte für den Opel Safira, dann würde ich, wenn der kaputt geht, würde ich mich bemühen darum, dass er weiter und nochmal 100 Jahre herhebt, versteht ihr? Und dann würde ich das wertschätzen. Und Jesus sagt, ich habe dir deinen Körper gegeben, es ist ein gutes Geschenk,
von mir an dich. Und ich gebe deinem Körper derart viel Bedeutung, dass ich bereit bin, ans Kreuz zu gehen, mit meinem Körper, damit du in deinem Körper Erlösung haben kannst. Und das ist die Einladung von Jesus an dich. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen führen. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang oder in der Harmonie mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Und dann sagt er etwas Wunderbares. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen, wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, die Harmonie, in synchron werden mit meinen Gedanken, könnt ihr aufblühen. Jetzt, unsere Welt sagt uns, dass wir nicht aufblühen können, wenn wir nicht das machen, was unsere Seele uns sagt. Und das beinhaltet damit eine starke Abwertung von der wahren Bedeutung von unserem physischen Körper. Und Jesus lädt dich ein, anzufangen, ihm zu vertrauen. Auch in Bezug auf deinen Körper. Und er lädt dich ein und er sagt dir, wenn du mit mir lebst und dein Leben in Einklang, in Harmonie bringst mit mir und meiner Art und der Erlösung, die ich dir möchte schenken, dann wirst du aufblühen als Mensch. Und ich möchte jetzt für uns beten und dich einladen, nachher dann im Lobpreis wirklich eine Begegnung mit Jesus Christus zu suchen. Und draussen im Foyer werden auch Leute sein, die für dich beten möchten. Und es kann sein, dass du noch nie dein Leben und dein Herz und deine Gedanken geöffnet hast für Jesus Christus. Dann wäre heute Morgen eine Möglichkeit. Er lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Bei mir wirst du dürfen die wahre Bedeutung von deinem Leib, von deinem Körper erfahren und wirst können anfangen aufblühen. Und vielleicht bist du da und kennst Jesus schon lange und hast das schon gemacht, aber du merkst, ich kann einfach noch nicht Danke sagen für den Körper, den ich habe. Und vielleicht willst du auch für dich beten lassen oder einfach nochmal die Worte von David an dich heranlassen. Gott hat sich sehr wohl gut überlegt, was für einen Körper er dir gibt. Und du könntest Jesus bitten, dir zu helfen, ihm Danke zu sagen für deinen Körper. Jesus Christus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist mit deinem Körper und deinen Körper hast sprechen lassen, damit wir Heil erfahren können, Erlösung erfahren können, nicht nur in unserer Seele, nicht nur in unserer Psyche, sondern auch in unserem physischen Körper. Und du weißt, dass wir noch in einer Phase der Existenz sind, wo es manchmal immer noch wehtut, wo es manchmal immer noch daneben ist, wo immer noch Brüche da sind, wo immer noch Dysphorie ist, Unwohlsein mit unserem Körper. Du weißt, dass wir in einer Phase der Existenz sind, wo auch unsere Seele uns keine verlässliche Information gibt über das, wer wir wirklich sind. Und so kommen wir jetzt zu dir mit dem Ganzen. Und mit zitternden Knien vielleicht wagen wir zu sagen, danke Jesus für den Körper, den du mir gegeben hast. Du hast mich wunderbar geschaffen. Bitte hilf mir anzufangen, dir zu vertrauen, auch in Bezug auf die Nöte, die da sind in meinem Leben in diesem Bereich. Verwandle bitte meine Scham in Würde. Bring du Heilung rein und Kraft zu ertragen, wenn es nicht der Fall ist. Bring wieder Harmonie rein. Ich bitte dich zwischen meiner Seele und meinem Körper. Führ du mich ins Vertrauen in dir, sodass ich als Mensch anfangen aufblühen, weil ich verstanden habe, du hast mich wollen. Bitte dien du uns, Jesus Christus. Und denen, die am Zuhören sind im Livestream und denen, die es werden hören, nachher vielleicht einmal, bitte dien du uns und begegne du uns, sodass wir da reinbuchstabieren in unser Gefühl für unser Leben.